So, und zum Schluss geben wir noch ein kleines Reis an der Reihe philosophieren oder schwätzen mit Kinder oder Jugendliche machen. Und dafür habe ich ein Partybücher mitgebracht. Das erste, was ich wollte weisen oder vorstellen, das heißt, ich glaube, es hackt oder es hackt, das vom Jörg Bernardi an unserem Belser Gelberg Verlag rauskommt. Um was geht es? Aber in den Untertitel seht ihr Leben in Zeiten von Tabubrüchen. An dem Buch von den ein Party so ein Sachinformationen zu gewissen Themen, Sachgeschichten, Geschichten, die ihn und Notdenken bringen. Also Themen, die behandelt gehen, sind das erste Thema aus Lügen, heißt Liegen, was sie liegen. Irgendwie haben wir mal auf den Weg gekriegt, als kann er schon, du darfst nicht lehen. Aber ist das doch so? Wie viel Mal lehen wir dann am Tag? Nicht aus Böswilligkeit, aber vielleicht aus der Situation hier denken wir, oh, ich kann ja mal ein bisschen flunkern oder so. Wird auch akzeptiert, wird nicht so bewährt oder ja, als ganz schlimm hingestellt. Aber da kommen wir aber an Grübeln, wenn wir am Bankier denken, ah ja, an der Presse oder du draußen am Internet oder so, da gehen aber massiv Lügen erzählt. Ist das dann okay? Oder darüber schwätzt eigentlich keiner? Oder es wird sogar darüber gelacht? Oh, das ist die Lügenpresse, geht sogar. Wir konnten aber als Kinder oder als Jugendliche wissen, du sollst nicht lügen, du sollst ehrlich sein, du sollst ehrlich mit Dingen mit Menschen sein. Das ist zum Beispiel ein Kapitel. Dann haben wir Provokation als ein anderes Thema. Provozieren, ja, wenn ihr so in den Kollegen ist, da kann ich mit dummen Floskeln mal den einen oder anderen provozieren, ein bisschen abziehen, ein bisschen Rose machen. Das finde ich dann auch noch amüsant. Aber wie ist es da, wenn ich in der Bank auch an den Medien Provokationen rausfindet, wo bewusst Leute blessiert gehen, wo öffentlich Leute blessiert gehen, wo dann Bankier darum geht, den einen oder anderen Skandal auf hier zu heben, und zwar bei Manier, die nicht mehr so ganz einfach so hinzuholen ist. Es gibt Tabuen, wir können provozieren, besonders provozieren können wir mit Sachen, die eigentlich tabu sind. Zum Beispiel provozieren den Gagmacher oder den Hitler als keine Ahnung, ein bisschen lächerlich hinzustellen. Dann haben wir dabei provoziert, für vielleicht eine Diskussion anzuregen oder zu sagen, dass das so gar nicht so ein schlimmer Mann gewesen wie wir das meinen. Wie ist das da wirklich so? Und da können wir das hinholen, akzeptieren wir das, obwohl es ein Tabu ist. Oder haten zum Beispiel, was ist Hass? Wie weit kann Hass gehen? Wenig schwätzen wir von Hass. Was möchte Hass mit uns? Wenn das daheim ist oder mit den Kollegen, da kann ich noch vielleicht drüber schwätzen. Aber Hass kann ausarten. Hass möchte, dass es Extremisten gibt. Es gibt Leute, die so viel Hass verbreiten, dass es am Bankier ein richtig Shitstorm losgeht, ob irgendeine Person, die vielleicht sogar nicht dafür kann. All die Themen finde ich hier in dem Buch, also das, die ich abgezählt habe, und noch nach anderen, geht auch nach über Manipulation jetzt oder überwachen. Also wie weit können wir uns überwachen lassen, können wir uns manipulieren lassen oder Verarschung. Das sind Themen, die abgegriffen gehen auf verschiedene Kapiteln. Da haben wir dann allkeins ein Statement, ein These, die der junge Mensch und noch den erwachsene Mensch und Notdenken bringen. Und da könnt allkeins Hand dran, für wenn ihr wollt ein Gespräch zu dem Thema oder zu dem kleinen Artikel kommen, gibt es so Gedankenspiel. Kleine Anregungen, kleine Sätze, die also Notdenken bringen, die helfen vielleicht eine Diskussion zu lancieren über das oder das Thema. Also ein Buch, wo ich nicht mehr rekommandieren für Leute, die mit Jugendlichen, also ich ging so und so ab 14, 15, an Gespräch kommen über Sachen, die wir uns vielleicht nicht immer bewusst sind. Also Lehen, Verarschung, Haten, Manipulation und so weiter. Also ein Buch, das ich nicht mehr rekommandieren für die Leute, die mit Jugendlichen wollen arbeiten und mit Jugendlichen wollen ins Gespräch kommen. Ich glaube, es hackt aus dem Belser Gelberg Verlag. Das ist das erste Buch.
Nun ich gesagt, schon ein paar andere Bücher aus dem Bereich Philosophie oder eben Nachdenken über das oder das Thema. An unserer Zeit, die wir los sind, wenn ich dann das Buch da gucke, was ich just vorgestellt habe, es ist so immens wichtig, dass ich mit Kindern, auch schon mit kleinen Kindern, bis hin zu Jugendlichen am Gespräch bleibt. Dass sie merkt durch das Gespräch, was dann ihre Köpfe geht, wo sie sich unsicher fühlen, wo sie Ängste haben, oder auch aufmerksam zu machen, wie sie sich beholen, dass das auch nicht immer okay ist für den Mensch, der neben steht. Und das kann ich machen an eben so ganz flotten Philosophie-Runden, so ein Gelomol. Und dafür habe ich die heute Bücher mitgebracht. Les Goûters Philo ist das. Das ist kein Neu, das ist eine Serie, die jetzt schon mal lange gibt. Das ist ein französischer Verlag, der Milan Verlag, die kleine Bücher rausgebracht haben zu diversen Themen. Heute am Grab habe ich avec et sans Religion. An dem Buch geht es Gleben, was das Gleben? Gleben rund eine Religion, und eine Sache, und eine Person, und ein Phänomen oder was auch immer. Das ist das echt, muss ich leben oder kann ich auch einfach so leben, ohne zu leben? Leben wir immer und irgendetwas. Und da gibt es Religionen, so ich, brauche ich Religion. Für was brauche ich eine Religion, wenn ich dabei merke, dass immer mehr Krieger durch gefordert gehen oder geheilt wird, wenigstens Religionen. Das ist an diesem Buch Thema, schon aber noch andere Themen, die ich weisen kann, heißt zum Beispiel Roserei, geduldig sein, also mal Sachen akzeptieren oder direkt aus der Küste fahren, oder la justice et l'injustice, wenn ihr etwas gerecht, oder wenn ihr etwas überhaupt nicht gerecht. Es sind Alkäse an den Büchern auch kleine Thesen angebunden an eine Geschichte. An dem heute Fall sind Geschichten, die sogar mit Kindern oder 4 Kinder von 8, 7, 8 Jahren aussehen. Das ist eine Geschichte, ein kleines Statement, ein kleines These, wo ihn dann Handendrohen die ein oder andere Frohheit proposiert kriegt, für die Geschichte, die gerade gelesen oder erzählt gehen, an Gespräch zu kommen. Sie heißen Goûters Philo, die Idee für den Titel zu wählen, als du hier kommst, weil ihn ganz oft gerade bei einem guten Essen zu diesem oder dem Thema an Gespräch kommt. Eine Idee ist zum Beispiel, dass ihr mit seinen Kindern, wenn in einer Gruppe von Kindern, in einer Maison Relais oder an der Schule oder so, ein kleines Mittagessen proposiert und dann holen wir als Alkäse ein Thema auf die Liste. Also Les Goûters Philo, eine Serie von Büchern, wo ihr zu vielen Themen Bücher findet, am Milan Verlag. Dann habe ich Schreinerin mitgebracht, ein Buch «Komm mit ins Philosophieland» aus dem Herder Verlag. Das ist auch das letzte Jahr rausgekommen. Eine spielerische Entdeckungsreise in die Welt der Philosophie. Das ist ähnlich, den Unterschied zum Goûters Philo. Es ist ein Buch, das kleine Ideen, Spieler, Lieder und Geschichten zu diversen Themen wie reich und arm sind oder gut und böse oder was das Vorrecht, was das Liegen und so weiter. Auch schwätzen und immer angebunden, ob ein Spiel, das sind ob ein spielerisch Manier kann machen. Und es riecht sich am Anfang, wo kann das kann ihn als Basis holen, wenn jemand kann schafft, die schon klein, also noch immer klein sind, heißt ab 4 Jahren oder so kann ich schon mit den Kindern über das oder das Thema an eine Reflexion, an eine kleine Diskussion kommen. Das selbst gibt es nicht das selbst Buch mehr, etwas Ähnliches gibt es am Französischen, das ist 50 Activités pour philosopher avec ses enfants, am First Verlag, das ist also Französisch. Die Philosophie von dem Buch ist am Anfang ähnlich wie «Komm mit ins Philosophieland». Es hat den verschiedenen Themen, und es hat den Alkäse eine Geschichte. Und da gehen verschiedene Aktivitäten proposiert, wie in die Geschichte kann, mit den Kindern zusammen thematisieren. Also ich kann nicht mehr mit auf den Weg gehen, bleibt am Gespräch mit ihren Kindern und Jugendlichen, probiert vielleicht auf die Doma näher, da du beim flott spielerisch und kreativ Art und Weise zu machen.